alle Wunderbsen. Wer sie nicht kauft, der wird es wirklich bereuen. 50 Rubine das Stück. Aber nur jetzt. Ja, ich weiß, dass es nur jetzt ist, nachher sind es nämlich 60. Gut, die weltberühmten Wunderbsen, die sind absolut beliebt und sicher schon bald ausverkauft. Ein Tourpreis 60 Rubine das Stück. Ja, eigentlich würde ich gerade nicht so 10 oder so kaufen, solange der Preis noch gut ist. Aber ich habe leider nur eine. Hier gibt es die seltenen Wundererbsen. Dies könnte die letzte Chance sein. Mein Spezialpreis 70 Rubine das Stück. Genau. Aber vielleicht wird es ein bisschen mehr geben, wenn er die nicht die ganze Zeit fressen. Das sei vielleicht etwas. Wir haben die legendären Wundererbsen, ich verkaufe sie normalerweise an niemanden. Mein Superpreis 80 Rubine das Stück. Und jetzt hätte es noch eine. Wundererbsen, die sind sehr teuer, aber ich verkaufe sie gern. Aber ich muss mindestens 90 Rubine für eine haben. Jetzt ist es so nicht mehr so der Verkäufer. Das ist ein bisschen, ja. Oh, jetzt hat ich nicht mal Geld genug gegeben. Na gut. Doch. Ja. Hat's da nicht irgendwie... Oh mal. Komm, Link. Nein, nein nicht. Okay, jetzt holen wir halt so die Turbine. Kann ich bitte weiter oben wollen, schnell runterschwimmen, weil dort hat es, glaube ich, die Möglichkeit auf einen 20 Rubin Drop. Aber, naja. Aber nichts. Aber 100 Rubin sollte ich schon noch bringen. Da mal nicht. Jetzt da noch ein paar Rubinchen. Ich glaube nicht, ja. Eine? Yay! Naja. Also, ich gehe nochmal das Wasser tauchen, ein bisschen weiter oben. Ja, langt das? Komm, schwimm! Nein. Au. Hey! Ich gehe wieder über den klassischen Weg hier bei den Steinen. Es ist doch möglich, dort hinten drüber zu kumpen. Mühsam. Übrigens habe ich schon alle Lieder. Moll, ich kann es ja. Ah, cool. Dann kann ich schnell zu den Fröschchen gehen, wenn ich schon hier bin. Oh, hopp. So, das geht. Ja, da hinten hat es doch mal die Fröschchen, wo ich zum Lord Jabu Jabu gegangen bin. Oh, also das erste Mal zum König Zora und so weiter. Da hat es da hinten die Fröschchen gehabt, die ich erzählt habe. Jetzt können wir die schnell gehen. Besuchen. Nee. Aufgegeben. Hey Fröschles. Ja, ich weiss, dass ich eine neugierige Frösche. Hallo Frosch. Fangen wir klassisch an. Aha. Mein Freund. Ah, jetzt habe ich nichts gelesen, was er gesagt hat. Das ist hier als Lohn. Ja, yeah, 50er. Okay, jetzt habe ich meine 100 Rubin. Und die nächste Melodie. Ich wäre das eine gute Möglichkeit zum Geld. Zum Rubin machen, aber ja. Ja gut, jetzt bin ich schon dabei, jetzt mache ich es auch schnell, scheißegal. Also, Bonuslied.
Gut, Nummer 3. Gibt es 53er? Ja. Jetzt habe ich gedacht, jetzt kann ich mal ein bisschen Geld brauchen, weil mit zu viel Geld kann man eh nicht so viel anfangen. Weil, ja, der Link muss nicht allzu viel Zeug posten. Oder als Link muss ich nicht allzu viel Zeug posten. So Gebrauchsmaterial finde ich eh eigentlich ständig, also so Dekonüsse und so. Pff. Muss ich nicht wirklich posten. Also, Liter Sonne. Hinten natürlich. Nummer 4. Was? Und Nummer 5. Oh, es regnet sogar. Ja. Cooler Song. Sing in the rain. So, das wäre die Gage gewesen. Wie viel habe ich jetzt? Ich habe nur eine und dann erhöht sich sehr voll. Was doch so. Und jetzt gehen wir noch Jumbo-Verkäufer die letzten paar Böhnchen holen. Oh, kann ich da oben? Ja, da kann ich oben. So, und Nummer 100. Wir verkaufen Wohnerbsen. Du willst sie kaufen? Na gut. 100 Rubine für eine. Juhu. Ja, motiviert ist er einmal, hä? Aber jetzt glaube ich gleich mal nicht mehr. Oh, wie schade. Die Wohnerbsen sind ausverkauft. Wie bitte? Oh, diese hier sind unverkäuflich. Ja, aber hä? So ist es dann. So schnell geht's. Jetzt muss ich gerade überlegen, wo ich die alle muss pflanzen. Aber das mache ich nicht jetzt, das mache ich, soll ich das off-camera mal machen? Das mache ich glaube mal so. Fall von... Hä? Heisst ja, ich muss so umstudieren, was schon wie das Licht ist. Passt. Gute Sache. Also hat man das mit den Böhnchen. Man kann nicht immer bei Gelegenheit pflanzen und dann als Erwachsener ernten sozusagen. Jetzt aber gehen wir mal Richtung Hyliasee. Jetzt bin ich mega am überlegen, ob ich zuerst noch soll ein bisschen fischen oder nicht. Ich glaube es. Kann ich auch ein bisschen abkürzen. Wir müssen dann nicht alles genau zuschauen, wenn ich da am Fischen bin. Mit den einzelnen Fischen rausziehen und alles. Ich kann es ein bisschen zusammenfassen. Gut. Right. Also, gehen wir zum Hyliasee. Ist übrigens auch ein mega cooles Liedli. Finde ich. Es lohnt sich immer so bis zum Schluss zu hören. Das ist so eine schöne Auflösung irgendwie. Und... Flutsch. Die Wutsch. Oder so. Dudle. Hey, genau, das ist ja das noch. Da die Inschrift, die sagt, wenn das Wasser jetzt sehr ausfüllt, Ziele auf die Morgensonne. So eine kryptische, mystische Fragesache. Oh, ich habe immer noch das Langschwert dabei. Ja, okay. Also draussen. Also. Das Zweihandschwert. Gut, also, jetzt gehen wir mal zum Labor.
Also nicht ins Labor, sondern vor dem Labor. Und... Oh, was ist da schon wieder? Ja, ja, ADHS und so, plötzlich sehe ich wieder etwas Cooles. Was ist das? Ja, da ist ein Ding, das man anbaut. Was ist da innen? Deko... Ah. Laubgerles. Erzähl, was du hast. Vergib mir, darf ich dir Dekoration bieten? Hey, der ist sogar mal günstig. Nein, nein, Quatsch, günstig, so ein Scheissdreck. No. Ich Lust auf Dekoration. Hast du es nicht gesehen? Alter, lass mich gehen und ich verkaufe dir Pfeile. 70 Rubin, nein. Nur eine Wucher haben. Es ist gerade mehr so, wenn du gerade aus dem Dungeon rauskommst und irgendwie keine Ressourcen mehr hast. Und Bomben, ne. Forget it. Machen wir auch nicht. Gut. Ah, da ist noch ein paar Dings noch. Ein paar Vögel. Oh, das ist ein bisschen Overkill. Jetzt muss ich überlegen, der Schildkröte sind das, ist ein Einschlag mit dem Master-Schwert oder zwei? Ja, auf einmal ist es weniger gewesen. Hallo! Also, gehen wir doch mal auf den Turm auf, wenn wir das schon die ganze Zeit wollen. Schau, schauen, ob wir da nicht irgendwie gerade wieder von einem... so eine... Maulaffe wieder abgezogen wird. Nein, ist gut, passt. Abgeschlagen werden jetzt. Ah, da oben ist einer. Lass dort! Dann gehen wir zum Weg rum. Und jetzt hat es gerade ein bisschen mehr. Too slow. Kann ich dann drüber aus? Nein, kann ich nicht. Ich muss runter. Ganz klassisch runter. Oh. Oder nicht ganz so klassisch vielleicht. Ja, nu. Also, ich habe mir jetzt gerade ja, gedanklich entschieden, dass ich gleich schnell fischen zuerst. Weil ja, why not? Why the hell not? Hey, Herr Fischer, geht's gut? Hey Typ, wir kennen uns doch. Ist aber schon lange her. Wie viele Jahre waren das? 7 Jahre? Was hast du denn die ganze Zeit getrieben? Du bist mein einziger Kunde. Ich mache fast kein Geschäft mehr. Obendrein weiden meine Haare. Naja, egal. Na gut, willst du fischen? Gehen? Es kostet nur 20 Rubine. Machen wir doch. Oh nein, die fällt ein Rumble Pack. Damit würdest du bla bla bla, ja. Ist okay. Geh zum Rand des Sees und drücke Z um. Ja, ich weiß, wie man fischt. Petri Heil. Richtig. Übrigens. Schauen, ob ich es gerade auf Anhieb schaffe. Hopp. Nein, nicht geschafft. Okay. Hey. Komm jetzt. Nee. Okay, ich schaff's glaube ich nicht gerade. So wie ich nicht gedacht habe. Hä? Komm jetzt, das ist nicht schwierig. Ich kann weiter weg, als es besser geht. Ah, jetzt ist es gegangen. Ha! Was machst du mit mir? Aber von wegen Haar und so. Aber ich gebe sie dir wieder, ich bin nett. Hey, was soll das? Pass doch auf, du bist ja total schusselig. Dumpfbacke.
Das war voll Absicht. Gib mir eine Mütze wieder. Okay. Ist der nicht Elmod? Erzähl es nicht weiter, Elmod? Nee, kein Stress, kein Stress. Also, wo sind die grossen Fischis? Versuchen wir zuerst mal die Lage abzuschätzen, wie viel es so überhaupt mich erwartet. Und das ist ein schlecht gewesen. Aber ich glaube, es ist eh wieder nicht. Es ist eh wieder am gleichen Ort. Dort auf dem Holzblock. Ah, was ich jetzt natürlich machen kann, das ist jetzt noch cool. Ich glaube es zumindest. Jetzt ein bisschen ins Wasser stehen. Da habe ich einen besseren Winkel zum Teil zum... komm nicht... So. Ja, da ist er doch. Da ist doch ein schöner grosser. So, ich muss gerade mit dem da. Ja, schau da. Das gefällt mir. Fischi Peas, lalala, Fischi. Komm jetzt, Fisch. Komm. Yeah. Nix. Noch auf Sache. Fischi. Bait the fish. Fishy Peas, Fishy. Komm! Ah! Also das Schwierigste ist immer noch einfach, dass das Interesse kannst du aufrechterhalten. Ja, ich weiss, Nami. Ich weiss, ich muss mal auf dem See laufen. Auf dem Seegrund laufen, aber das mache ich dann schon. Kein Stress. Oh! Das ist jetzt doch schneller gegangen, als ich dachte. Ich hoffe, dann reißt man nicht ab. Zieh. Nein! Das schießt mir jetzt einfach ein bisschen an. Ich weiss, dass die mega schwer sind, diese Schiffel. Jetzt muss ich warten, bis er wieder zurückgeht. Jetzt ist er nämlich, glaube ich, an einem anderen Ort. Okay, unter Wasser kann ich nicht fischen, schade. Das wäre irgendwie schon noch lustig gewesen, unter Wasser fischen. Ja, jetzt ist er weg. Ich muss mal ein bisschen um den See rumlaufen, aus dem Teich. Hallo, Fisch. Fisch, nochmal, komm. Biss doch an. Biss! Das sieht wirklich kleiner aus, ist nicht ganz so riesig. Komm. Immer noch Bewunderung. Komm. Hopp. Biss, komm. Biss. Ja, nichts. Komm. Komm. Yes. Ja. Er wiegt 12. 12! Ich sehe ihn nicht einmal, den Köder. Kein Interesse. Das Geringste. Okay. Ja, ich kann es nur weiter probieren, anders geht es nicht. Aha, er spricht mal davon. Und wieder weg.
Ja, es könnte noch länger gehen. Bis! Los! Kann nicht so schwierig sein, ey. Ah. Jetzt sind wir nochmal in meine Richtung. So muss ich es mal. Vielleicht ist das spannender. Wenn die Beute lebendig ist. Los! Biss! Biss, biss! Fischi, 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 biss! Ui! Oh, jetzt ist aber echt nicht. Nein, 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 nein! Ah, jetzt ist gerade mein Windows-Dings rauf. Ah! Auf die eine Taste noch kommen, aber ich kann jetzt nicht loslassen, weil sonst verliere ich den Fisch. Ah, so geht's. Komm, Fisch, bist fest. Verkeil dich voll, nicht loslassen. Fuck, okay, das ist der Gröbere. Und ich sehe, wie das wieder zurückgegangen ist, obwohl ich eigentlich schon recht, also ja, relativ nahe bei mir hatte. Einfach nur mal einen Strahl gezogen haben. Und ziehen. Was? Hey, ander Mann. Los, wieder ein bisschen müder. Es lohnt sich nicht zu kämpfen. Ich kann dich noch und ich tue dich nicht mal aufessen. Ich will dich eigentlich nur mal schnell rausziehen, wiegen. Und dann lasse ich dich eigentlich wieder gehen. Sechs ist der unscharfe Fischtank rein von Messi, aber das ist ja dann egal. Komm, hopp. Komm, Eis! Ah. Einfach nicht gehen. Hey, so ein hartnäckiger Fisch. Ich schauen, dass ich noch Knöpfe drücken. Zieh! Zum Glück kann das Dings nicht schauen. Die Filch, was sagen wir schon wieder? Silch, echt. Ja, einfach die Angelleine. Zum Glück kann die nicht reissen. Ja, wäre das wahrscheinlich schon mal passiert. Was der für einen Zug drauf hat. Hey. Und ich bin die ganze Zeit am durchdrillen. Jetzt wird er schwächer. Komm! Er hüpft nicht mehr so. Ein bisschen noch. Los! Hopp! Gib ihm! Link! Ziehen! Noch ein bisschen. Komm! Ich kann jetzt. Mensch gegen Natur. Wer hat die längere Ausdauer? Jetzt. Komm! Hör auf kämpfen. Das lohnt sich nicht. Komm zu Papa. Zieh. Noch ein bisschen. Und. Komm, greif mal zu. Yes! Was für ein riesen Ding, Mann. Das ist fast so gross wie der Linke. Göttlich! Dieser Fisch ist ja riesengroß. Der passt in keine Pfanne. Ist sogar für meine Waage zu groß. Er wiegt bestimmt 24 Pfund. Was? Okay. Bestimmt behandeln oder nicht? Ich glaube, ich behalte ihn mal. Ach du Shit, Mann. Das war gerade doppelt so schwer wie der. 24 Pfund, das sind 12 Kilogramm Fisch. Okay. Das wird sich im echten Leben recht gut machen, hey. Wo er so einen riesen Pfünder rauszieht. Ja, wieg. Los. Jetzt würde ich nochmal. Wow! Das ist ein Packer. Sieht ganz nach einem neuen Rekord aus, Herr Willihoff. Wiegt mindestens 24 Pfund. Okay, hier ist dein Preis. Die goldene Schuppe. Ihr wisst ja, ich habe ja bei den Zoras, wo ich das Rubinsammelrennen gemacht habe. Das Geile.
Dort habe ich halt die silberne Schuppen bekommen, die ich gebraucht habe, gezwungenermaßen. So, jetzt habe ich es gesehen. Merci. Danke. Und ja, und das ist jetzt einfach die Erweiterung davon, wo ich jetzt noch tiefer tauchen kann. Und das kann ich jetzt mal schnell ausnutzen. Nicht gegangen. Hallo. Gut, verlorene Herzen, von was auch immer schnell wieder aufgefüllt. Yes, sir. Jetzt kann ich noch schnell nochmal zum wie heisst der eigentlich, der Typ? Der Labor... Der Monsieur im Labor, das ist der Professor. Ich sage mir jetzt mal der Professor. Jetzt kann man noch schnell zum Professor gehen. Ja, hallo, ich bin gerade dabei, das Wasser aus dem Hyliasee mit einigen seltsamen Substanzen zu vermischen. Was? What the fuck? Gleich hat sie ja schon mal mit der Frau Kakari 6 angesprochen. Seit 4 von mir gelernt. Ja, so sieht es eigentlich ein bisschen aus. Also, ich könnte natürlich einfach abschießen, aber ich mache es jetzt auf Legit Way. Da hat es ein paar Rubine. Also, wegen Legit. Moll! Moll. Er will, dass ich möglichst weit runter tauchen kann. Aber wenn ich runtertauche, kann ich dann sogar noch etwas weiter holen. Abgesehen von der Rubin. Mal ein Versuch. Was mich immer gestört hat, ist, dass man mit dem blauen Umhang zwar anscheinend unter Wasser atmen kann, aber der Link ist noch immer noch so fast am Verstecken, wenn er raufkommt. Also, das blaue Anzug ist eigentlich wirklich nur etwas, wenn man auch diese Stiefel haben. Das ist irgendwie komisch. Du hast es viel. Wir haben jetzt schon wieder geredet. Du hast es vielleicht nicht bemerkt, aber ich habe dich beobachtet. Du hast den Grund des Sees erreicht. Super, hier ist etwas für dich. Genau. Herzcontainer erhöht und jetzt können wir noch teucheln. Und das mal mit den Stiefeln. Übrigens jetzt noch ein cooler Haifisch. Hey Haifisch? Geht's Fisch? Alles Haifisch? Nicht so. So, ja. Skulptulla. Jetzt sagen wir jetzt nochmal ein... Es gibt nochmal ein Herzteil. Aber ist auch gut. Jetzt wäre ich glaube ich bei 50, oder? Nein, bei 40, okay. Aber ja, gut, eine runde Zahl. Das sollte wieder einer von den Skulptulla-Typen befreit haben. Können haben. Gut, gut. Also, gehen wir doch mal zum Grund vom Hyliasee. Wo ja die Navi so wohlweislich erzählt hat, dass ich dort mal rumlaufen könnte, so zufälligerweise. Mal schauen, was passiert. Jo, so ist es eben. Schnell die Stiefel wieder anlegen. Den brauchen wir nämlich jetzt. Gut. Und rein. Jetzt schnell das Tor aufmachen. Das hat mir immer so verwirrt, das Ding. Der Keil, oder wie wir sagen, es ist noch... das kommt raus, schwimmt nachher auf dem Wasser oben. Ich habe dann gedacht, das sei irgendein... Sei nicht, irgendein Zora oder so. Was hat sogar ein Gesicht? Eine Art ein Delfin, Zora, irgendetwas. Von oben. Das schwimmt nämlich so auf, wenn er so einen toten Fisch... Ja, schau. Da habe ich irgendwie das nicht mehr gecheckt und plötzlich habe ich gedacht, hä? Was ist das? Aber ja. Hat sich dann erledigt. Also, Wassertempel. Here we go. Aber ich glaube, ich mache das jetzt nicht mehr. Ich bin wirklich recht müde. Ich glaube, ich jetzt noch Kopfarbeit, dass wir so hin und her überlegen, was ich jetzt wenn, wie, wo, was muss machen, schaffe ich heute nicht mehr. Das mache ich dann in der nächsten Session. Aber ich denke, dass wir nicht allzu lange mit der weitermachen. Also, gut, ihr werdet den Zeitabstand eh nicht so miterleben wie ich. Aber auf jeden Fall
werde ich das nächste Mal machen, in der nächsten Session. Aber ich freue mich schon. Also ich finde den Wassertempo, wenn ich gesagt habe, recht cool. Und das könnte noch recht lustig werden. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Merci fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss!